Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 17. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Bayern München. Und ihr seht natürlich direkt, wir stehen am Müngersdorfer Stadion hier an unserem Eingang im Westen. Und es herrscht wirklich eine ziemlich miese Stimmung, nicht nur bei uns, sondern auch wettertechnisch. Es regnet, es ist kalt, es ist auch noch keine Sau da, trotz dessen, dass 2 Spiele jetzt innerhalb von wenigen Tagen im Stadion vor uns liegen. Die können sich ja schon mal anstellen. Wir können eigentlich so langsam kommen, aber es ist noch keiner da. Es ist derartig öselig, genau wie rund um unseren ersten FC Köln. Und ich habe auch keine Lust, gerade wenn ich ehrlich bin, das wegzureden. Ich habe mich geärgert wie Sau im Spiel gegen Heidenheim. Ich war richtig angepisst. Ich hatte gehofft, dass wir mit ein bisschen Erholung aus der Winterpause zurückkommen und die vielleicht ein bisschen überspielt sind, jetzt Gas geben und wir ein bisschen griffiger sind, wir wieder nah dran sind, nichts von alledem ist passiert. Ich finde, wir spielen genau die gleiche, wir spielen den gleichen Mist wie vorher, ja. Und für mich sieht das nicht nach einer guten Entwicklung aus. Ich bin angepisst. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ne? Ja, das stimmt. Also du warst nach dem Spiel schon ziemlich angepisst. Wir haben ja dann geschrieben, man kann es so und so sehen. Ja. Also ich glaube, es gab keinen FC-Fan in ganz Köln, in ganz Deutschland, der mit diesem Spiel zufrieden war. Aber am Ende ist ein Unentschieden immerhin dabei herausgesprungen und vor allen Dingen ist der Abstand auf Heidenheim nicht größer geworden. Deswegen kann ich nur für mich sprechen. Also ich war auch alles andere als amused nach diesem Kick, aber ich war sehr schnell in der Lage, das Positive wieder rauszugreifen. Das waren auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Also es hätte alles viel, viel schlimmer kommen können und vor allen Dingen war es die Tatsache, dass wir nicht verloren haben. Denn na logisch können wir sie in der zweiten Halbzeit abschießen. Was sind das für unglaubliche Chancen für Ragnar Ache, der im Übrigen, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber das sage ich eigentlich immer, weil ich ein Fan von Ragnar Ache bin. Also Junge, du hast überhaupt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, weil du bist ein richtig geiler Kicker. Und das wirst du auch noch mit Toren zeigen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Glaube ich auch. Also kann man besser in Szene setzen. Ich habe so einen Keins vermisst und so. Man kann über die Einzelheiten reden. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten, sondern auf das Ganze gucken. Da ging es mir schon so, dass ich das Gefühl hatte, gegen diese Heidenheimer musst du eigentlich gewinnen. Ja? Nicht, weil man gegen Heidenheim immer gewinnen müsste oder sowas. Quatsch. Ja? Aber an diesem Tag hätte man gegen die meiner Ansicht nach gewinnen müssen, wenn man ein bisschen aggressiver, griffiger, wenn man ein bisschen mehr gewollt hätte. Und mehr als Wille hatten die nicht. So. Egal, ich bin ja froh, dass ich dich habe hier, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne, da kommt immer das Positive auch nochmal. Manchmal bin auch ich der Optimist, aber eher selten. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Nee, also komm, es gab auch noch mehr positive Sachen. Und die Zeit sollten wir uns jetzt dann doch kurz nehmen. Ja. Dass wir sprechen über dieses super Debüt von Finn Schenten. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Junge, also wirklich erstes Profispiel. Das geht hier völlig unter bei dieser ganzen sackdämlichen Diskussion. Das finde ich auch schade. Yusufa Niang hat auch sein Debüt geliefert. Im Übrigen auch ein weiteres Debüt mit Simpson Pusey. Also die Namen werden immer komplizierter beim ersten FC Köln. Die haben alle Pussy gerufen. Ich finde das eigentlich auch einen sehr, sehr lustigen. Wann darf man das? Man darf heute nicht mehr Pussy rufen im Stadion und nicht in der Kneipe. Insofern, wenn wir da ein Alibi haben, sehr, sehr lustig. Das machen wir ab jetzt so. Ne? Ja, also er hat auch gezeigt, dass er was spielt. Also absolut. Auch wenn er das Ding sich da ungünstig reingebracht hat. Also da konnte nun wirklich nichts dafür. Genau. Nein, das war eine weitere positive Geschichte. Ja. Wir sind auch zweimal zurückgekommen nach Rückständen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch eine richtig wie ich finde, ordentliche Leistung gebracht. Das lasse ich mir auch nicht schlecht reden. Das hat alles auch nichts mit Schönquatschen zu tun. Ich sehe die negativen Punkte haargenau. Und trotzdem, Leute, wir müssen doch nach vorne gucken. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt in diesen kölschen diese Schmerzhistorie jedes Mal zurückfallen und uns ausreden, wenn wir das jetzt verlieren und wenn wir jetzt da verlieren, ja mein Gott, also dann werden wir auf alle Ewigkeit absteigen. Ihr seid doch alle nicht das erste Mal dabei im Abstiegskampf. Also ich kann doch nur sagen, entspannt doch bitte alle mal ein bisschen den Schließmuskel und versucht mal von Spiel zu denken und nicht wieder Szenarien euch vor Augen zu führen, die den Worst Case, also sowas von abbilden. Ja, kann man machen, aber erstens
tut man sich damit selbst keinen Gefallen und Das vor allen ist Dingen das tut Ding. man auch dem Verein und der Mannschaft keinen Gefallen, wenn man immer wieder diese Horrorszenarien da ins Feld führt. Deswegen möchten wir auf unseren Shirts diesmal wieder eine Botschaft des Frohsinns verkünden. Auf dem Shirt steht nämlich Kölle, Jeck. Bayern, Jock! Immer geil, wenn man es selber lustig findet. Ne? Wie ihr seht, die Shirts sind nicht da. Ne? Ja, es war natürlich jetzt sehr, sehr knapp und wir haben das Ding auf dem letzten Drücker erfunden. Das konnte man so schnell nicht drucken. Das ist eben hier am Stadion nicht mal die entstanden, Grafik wirklich. haben wir fertig. Ja, Ja, ja. das müssen wir jetzt alles noch machen. Ne? So, aber gut, also was meinen wir jetzt damit? Ne? Jock kannte ich vorher nicht. Ja, also das ist auch noch eine positive Geschichte dieses Spiels in Heidenheim. Wir haben Türkisch lernen dürfen. Ja. Dafür wirklich herzlichen Dank an die Jungs aus der Kurve, an die Wilde Horde, die das getextet hat. Ich kannte bisher nur versaute Begriffe auf Türkisch, die ich irgendwann mal im Türkei-Urlaub von irgendwelchen Kellnern beigebracht bekommen habe. Wo du Die nenne ich jetzt nicht. Nein, bitte. Und jetzt haben wir ein neues Wort gelernt und das heißt Nein. Also es gab die Aussage, die sich dann allerdings klar gegen unseren Trainer richtete. Quasi Jock. Jock. Ne? Lustig ist es aber. Ne? Also man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber lustig finde ich es auf jeden Fall. Ne? Und wenn wir sagen Bayern Jock, dann haben wir auf jeden Fall immer recht. Ja, also das auch noch mal bitte in Erinnerung rufen an die Älteren unter uns. Da kommt, also für mich war Bayern immer der Feind. 88, 89, 89, 90. Hier gegen Bayern München, Roland Wohl, ich werde es nie vergessen, mit Jupp Heynckes und Christoph Daum, das liegt bei mir so dermaßen, das ist bei mir wirklich ein Schmerzgedächtnis, was immer wieder automatisch zum Vorschein kommt gegen Bayern München. Und da ist schon Feuer drin, auch wenn wir heutzutage natürlich so gut wie keine Chance mehr gegen Bayern München haben werden. Und deswegen ist für mich das Ziel auch, möglichst wenig Gegentore zu kriegen. Denn das Torverhältnis kann auch noch mal ganz, ganz wichtig werden. Und das haben die Wolfsburger im Übrigen ja gestern mit 8 Nüssen, die sie sich gefangen haben. Das tut uns aber leid. Das sollte uns nicht passieren, denn unser Torverhältnis ist wie ein weiterer Punkt jetzt schon Vorsprung. Im Übrigen diese Zeit damals mit Daum und Heinkes und sowas, also wie die damals miteinander umgegangen sind, da darf sich einer über so ein bisschen einen Quasi-Jock nicht aufregen, würde ich sagen. Der Heinkes hat auch gesagt, Daumjock. Daumjock. Heinkes Jock. Daumjock, genau. Ja, also trotzdem kann man natürlich fragen, muss das sein oder ist das sinnvoll? Ich meine, die Stimmung ist natürlich schlecht. Wir wissen das, man hört es an allen Ecken und Enden. Ja. Die Leute schimpfen auf den Trainer. Ja. Ich persönlich finde, dass wir doch mit dem Kessler einen geilen Sportdirektor, Sportgeschäftsführer bald wahrscheinlich haben. Ja, wir haben einen guten Vorstand, das ist mein Eindruck. Ich würde auf die vertrauen und sagen, weißt du was, ne, die merken schon, wenn da irgendwas nicht läuft. Das ist jetzt nicht im Moment unsere Aufgabe, von unserer Seite aus Unruhe reinzubringen. Als Fan ist das für mich nicht opportun gerade. Ne? Ja, und vor allen Dingen ist es nicht Aufgabe einzelner Spieler, dass sie Informationen nach außen sickern lassen, die dann wiederum Einzelne wie den Trainer diskreditieren, wenn es denn so gewesen sein sollte. Aber da gibt es ja sehr, sehr starke Gerüchte, dass es eben so war. Und da kann ich nur sagen, also charakterlich sich da so als Denunziant aufzuführen und den Trainer anzuschwärzen über solche Kanäle, das finde ich schon ziemlich armselig. Ich habe keine Ahnung, wer es denn gewesen sein könnte. Aber natürlich gibt es da schon auch übliche Verdächtige und Unzufriedene. Aber ja, keine Ahnung. Also finde ich, wenn es wirklich Spieler waren, die da rumgeheult haben bei Fans, da finde ich das extrem schwach. Ja, wenn es so gewesen wäre, dann hätte sich natürlich auch die Szene an der Stelle ein bisschen zum Handlanger gemacht von Leuten. Ja. Das wäre jetzt auch nicht so geil. Ich hoffe mal, dass es so nicht war. Ne? Aber tatsächlich gibt es insgesamt so ein bisschen den Eindruck, dass was nicht gerade ist, dass was nicht funktioniert, dass die Harmonie nicht mehr ganz so da ist. Ja, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt das wieder hingebogen, man führt Gespräche, man macht das. Da vertraue ich einfach den handelnden Personen, dass sie das auf die Reihe kriegen. Und wenn da alle Tischtücher zerrissen sind,
zerschnitten, was wir nicht wissen, Ja. dann werden wir das erfahren früh genug. Da müssen wir uns jetzt nicht hinstellen, finde ich. Ne? Sondern wir. Wobei ich schon dann vielleicht auch an die Handelnden gerne einen Appell loswerden würde. Also ich meine, dass der Trainer natürlich jetzt im Moment extrem nicht nur unter Druck steht, sondern wirklich auch mit Argusaugen betrachtet wird. Und egal, was er sagt, wie er es sagt, jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gelegt werden, jede Aktion. Dann hört doch bitte wenigstens auf, eigene Bühnen sogar noch zu bauen. Ich sage nur FCTV und die Begrüßung von Simpson Pusey und die Art und Weise, wie Kwasniok also es war einfach zum Fremdschämen schlecht. Aber das ist nur die eine Geschichte. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass die Redaktion von FCTV oder wer auch immer dafür verantwortlich ist in der Kommunikationsabteilung, warum sendet ihr das auch noch auf euren eigenen Kanälen? Meine Güte. Also gerade wenn man weiß, dass es im Moment so ein bisschen sensibel alles Picky, ist, dann also ein schützt bisschen, doch bitte diesen Trainer an der Stelle. Und das Gleiche gilt auch für Interviews. Ich meine, wenn er in Interviews sagt, dass Dinge intern behandelt werden und bei der ersten Nachfrage des Journalisten dann aber doch im Detail erzählt, was vorgefallen ist oder was, das ist einfach schwach. Da muss man den Jungen vielleicht auch noch ein bisschen schulen. Ich meine, er ist nun mal eine Plaudertasche. Ja. Ja, wir können alle noch lernen, so ist es nicht. Ne? Also, dass der noch viel lernen muss, das ist ja sowas von offensichtlich. Aber dann tretet ihm doch bitte schön nicht in den Hintern und sendet den Quatsch auch noch selber. Du meine Güte, ja. Da freue ich mich ja nach da der war ich Ansage, sauer. freue ich mich jetzt auf die Bayern. Ja? kann ja gar nicht schlimmer kommen. Also insgesamt Vertrauen meinerseits, ich denke deinerseits auch, ist da und wir werden das Fall. einfach in aller Ruhe jetzt betrachten. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Turnaround kriegen, ein bisschen griffiger wieder werden. Ja, das, nichts, was ich nicht sehen möchte, ist, dass wir saugeil gegen Bayern spielen, unglücklich 1-0 verlieren und dann wieder Kacke gegen Mainz oder so. Ne? Das ist der Klassiker. Ja. Ja. Sondern, also natürlich möchte man, dass da eine vernünftige Leistung gezeigt wird, aber es geht ums Torverhältnis und es geht darum, da irgendwie durch. Mainz ist das wichtige Spiel. Dann müssen wir eine geile Rückrunde spielen und es ist. Fliegt denn hier übers Stadion? Ja, fliegt, guck mal hier. Da Boah. ist ein, irgendwas Bundeswehriges, ne? Hoffen wir zumindest mal. Ich würde mir sowas wünschen wie vor 3 Jahren. Da hatten wir übrigens auch, da haben wir in München gespielt, ihr könnt euch daran erinnern, mit mega Problemen in der Abwehr. Soldo hat Innenverteidiger gespielt. Wir haben 1-1 in München gespielt, lange geführt. Und in der 90. schießt Kimmich mit Sonntagsschuss noch den Ausgleich. Warum sollte das denn morgen nicht möglich sein? Ist Nicht möglich. morgen, sondern am Samstag, am Ja. Mittwoch. Einen so einen Tag haben die Bayern immer in der Saison. Ne? Ja, Irgendwann genau. vielleicht kommt er ausnahmsweise mal gegen uns. Das wäre natürlich toll. Wir können die Punkte super gebrauchen. Aber das Appell an uns alle gemeinsam, bitte, ja, lasst uns nicht in diesem Klein-Klein verlieren, sondern wir sind im Abstiegskampf von Anfang an gewesen. Wir konnten ein bisschen träumen, dass mehr drin ist. Ist nicht realistisch gewesen, wie sich herausstellt. Aber lasst uns bitte gemeinsam Abstiegskampf machen und darum kämpfen, dass wir jeden Punkt, den wir holen können, holen. Und nicht motzen, auch wenn ich selber jetzt gemotzt habe und echt sickig war im Spiel gegen Heidenheim. Aber eigentlich gebe ich dir insofern recht, als dass wir müssen zusammenhalten, ne? Und uns auf das Es steht Wesentliche- und fällt mit dem sportlichen Erfolg, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Genau. Und also ich kann wieder nur für mich sprechen. Mir ist die Personalie Kwasniok oder das Schicksal Einzelner, ehrlich gesagt, herzlich egal. Es geht mir nur um den 1. FC Köln. Und mich nervt es auch total, dass wir schon wieder über eine Person sprechen, dass eine komplette Fanlandschaft schon wieder gespalten ist und nur darauf wartet, dass die eigenen Thesen oder die eigene Meinung irgendwie bestätigt werden. Bis hin zu Niederlagen. Also ich glaube, wir sind tatsächlich wieder an einem Punkt, wo sich Einzelne über Niederlagen freuen, damit sie wieder sagen können, ich habe ja gesagt, der Trainer ist ja sowas von Scheiße, der muss doch weg. Ne? Ja, das kann man Und das immer ist so, sagen, dann dauert es 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, dann ist der Trainer sowieso weg, da hat man Ja. immer recht gehabt. Ja? Ja, genau. Also diesen Mechanismus, den muss man langsam begriffen haben. Wir Ja. sollten einfach, egal wer da gerade trainiert, selbst wenn es jemand ist, den man gar nicht leiden kann, da gibt es auch so Leute, ne? Ich würde jetzt keinen Roger Schmidt da sehen wollen und trotzdem, wenn der jetzt hier aus irgendeinem Grund, Oh Gott. Gott bewahre Stell dir uns, das ja, mal vor. für so Dann eine Scheiße müssten passieren wir würde. eigentlich zurücktreten. Dann müssten wir im Grunde zurück, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie keine Schweigegelübde oder sowas, aber wir würden doch trotzdem zum 1. FC Köln halten. Also dieses, Ja, natürlich. ja, also Leute, ne? Also, zwei Ich würde Kölsch haben wir sagen- gar nicht gemacht eben, weißt du das? Ja, das stimmt. Ja, wo ist unser Wo Kölsch? ist denn unser Kölsch? Ist das ja, jetzt ein gutes Omen oder?
Liegt wahrscheinlich am Herrenfrühshoppen gestern, ich gebe es zu. Ne? So richtig Ja, fuchsig bin ich nicht. Und der Samstag war ja auch feuchtfröhlich. Ja, Meine muss man auch Fresse, sagen, das ey. war für mich jetzt 2 Tage hintereinander. Ist auch Ja, ja. mal. Wir machen jetzt Dry January, Ja, ne? stimmt. Ne? Also Ja, genau. wenigstens für einen Tag jetzt. Das ist uns noch nie passiert. Nee, Das ist die erste PK ja. ohne Kölsch. Wo wir stehen. Und ehrlicherweise, wir merken es jetzt gerade erst. Ja, Das wirklich, ist ja ohne noch Scheiß, dämlicher. ohne Scheiß. Ja. Mhm. Ist So. halt sehr spontan jetzt alles. Genau. Also, Aber was soll's. Das, schön, dass wir an die Professionalität anderer Leute appellieren. Herzlichen Glückwunsch, siehste, ne? Fehler werden überall gemacht. Also auf jeden Fall, ich finde ein schönes Motto. Kölle Jeck, Bayern Jock. Ja. Das ist lustig und wirklich hier eben geboren worden. Und wenn wir nur selbst über unsere dämlichen Witze lachen. Ne? Tschüss, ihr Lieben. Wir sehen Es uns am hat Spaß Mittwoch. gemacht. Und falls die Hörfunkfraktion sich beschwert, weil es so plätschert, es ist halt dres Wetter. Ne? Ja, ja. Also geht nicht anders. Bis dann. Macht's gut, Leute.